Ihr habt genau zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet, Freunde, denn hier bei Pokémon Weiß 2. erste Generation ist das Training beendet. Und nicht nur das. Ganz genau, auch Glutzi entwickelt sich endlich weiter und das ist nicht nur krass, sondern auch notwendig. Glutzi hat sich zu Guckmada entwickelt und jetzt ist endlich in der Lage, VM Stärke einzusetzen. Okay, Konfusstrahl zwar auch, aber ist mir gerade sowas von egal. Nur nicht erlernen, gut, das ist soweit in Ordnung. Wir sind mit dem Training beendet, das doch Trainertraining wohl eher, weil sobald wir hier halt wieder das Gebiet verlassen, können wir nochmal gegen den catchen. Ja, wie auch immer, ist es gar nicht mehr notwendig, wir haben es geschafft, Freunde. Das heißt, unser Team sieht wie folgt aus. Glutzi, okay, der war ja nur für Stärke zuständig, das ist wieder hoch da. Beetle muss noch, ja gut, trainieren eigentlich nicht mehr, der hat irgendwie noch 2 KP oder so, 2 EPs, oder 10 EPs, noch 10 EPs für Level 29. Geil, dann Auron, Yamsiana, Pyron und Rokaiman, alle auf Level 29. So, weiter hat sich eigentlich geändert nur eines, und zwar hat Pyron noch eine neue Attacke gelernt, und zwar Funkenflug, der aber lediglich eine einfache Version, oder wohl eher eine schwächere Version des Flammenwurfs ist, also so gesehen nichts Besonderes. So, Psystrahl, ja, ist gleich geblieben, Kraftwiederrücke auch, vor allem die Hauptattacken, Käfer bis Rasierblatt. Ich hoffe mal, die lernen bald schon neue krasse Attacken. Ist zumindest mal, ja, die Hoffnung. Und die stirbt bekanntlich zuletzt. Egal, Freunde, es wird Zeit, unserem Glutzi eine neue Attacke beizubringen. Genau. Mit vor allem Stärke wird ja, kann er endlich mal Felsen bewegen. Glutzi. Wo war denn das? Ich hab's da. Schneider, Silberblick, genau, Silberblick weg. Braucht unser VM-Viech sowieso nicht mehr. Glutzi erlernt Stärke. Und wenn ich schon mal dabei bin, habe ich es überhaupt schon dabei? Ja, genau. Die TM blitzt, werden wir auch schon bald benötigen. Deshalb gleich jetzt mal beibringen. Wenn ich schon mal dabei bin. Auch unserem Glutzi natürlich. Unser VM-TM. Naja, einfach unser Allzweckreiniger, der beinahe gesagt. Allzweckreiniger. Nee, Quatsch, einfach halt unser Allzweck-Pokémon. Kann man doch so sagen. So, Glutzi erlernt Blitz, sehr schön. Jetzt, was gibt's jetzt noch zu tun? Pyron ist ein bisschen aus Gefecht gesetzt, ich weiß, den hat es leider hingerafft, oder wohl eher K.O. gegangen, das macht soweit nichts. Es geht, genau, hier geht's weiter. Stärke einsetzen, natürlich. Glutzi. Unser bekannter Glotzfrosch. Gut. Und hier im dunklen Gras uns vielleicht schon Stärke-Pokémon begegnen und auch auf einem höheren Level. Können wir vorstellen, aber erstmal die Trainerin dort will auf die Mütze haben. Stadt-Pokémon oder Wald-Pokémon? Welche magst du lieber? Alle. Blöde Frage. Cleopatra, okay. Da haben wir mit Beetle die richtige Wahl gezogen. Als Käfer macht er das Unlicht-Pokémon Ratze, Fatze, Putzi weg. Okay, wir folgen uns erst noch, natürlich. Macht sowieso kaum Schaden, ist egal. Käferbiss, der macht Damage. Oh yes. Und Beetle hält 1000 EPs. Ja, der Schlitzer für Beetle ist das krass. Was empfehle ich dafür? Schutzschild oder Fahnschuss? Schutzschild, Fahnschuss, Schutzschild, Fahnschuss, Fahnschuss. Für den Schlitzer, falls ich ihn mal auf Pokémon treffe, die halt vom Typ Flug sind zum Beispiel. Da kann ich jetzt nicht so wirklich da mit Käfer und Pflanzenattacken kommen, das wäre ein bisschen dämlich. So, ich habe was vergessen, und zwar den Itemradar, verflixt zugenannt. Jetzt noch irgendwo was, genau da oben. Müsste irgendwo was sein. Ah, ein Mini-Pilz. Ein stinkiger, normaler Mini-Pilz. Ich krieg die Motten, hey. War hier hinten noch was? Oder hat sie noch was? Ah, die TM66, der Gegenstoß. Habe ich so eigentlich auch selten in Verwendung, aber kann sicher mitunter noch hilfreich sein. So, mal gucken, was kommen hier eigentlich für Pokémon? Was sind hier unsere Feinde? Bevor wir dann endlich aufmachen zur Arena. Ja, ein Monocyto. Ein Monocyt. Monocyto, was ist dämliche Namen, ey. So, Käferbiss bis Psycho, heißt bis allergisch gegen Käferattacken. Das war fies. Nö, einfach nur strategisch.
Das war einfach nur strategisch. Okay, hat es sonst noch irgendwelche interessanten Pokémon oder kann ich weitergehen? Wie sieht's aus? 2 auf einmal bitteschön, wenn wir schon mal dabei sind. Ein Piccochilla, Mamma mia. Naja, Beetle, wird Zeit mal deinen Schlitzer zu testen. Schlitz! Jo, macht schon gut Damage. Aber hat halt keine Stab. Sprich halt, weil es nicht der gleiche Typ ist wie Beetle, wird die Attacke nicht stärker und deswegen nochmal zusätzlich der Rasierblatt, der daneben geht. Oh, zum Gesang auch. So, jetzt Beetle, komm schon, mach Rutzi Futzi. Rutzi Futzi und weg ist der kleine Putzi. Gut, hätten wir das auch. Das bringt nichts mehr, Wir gehen direkt zur Arena. Also direkt via Pokémon Center wohl eher. Weil das muss dann doch noch sein. So, aber die Trainingssession endlich beendet. Wir haben da, glaube ich, die meisten Pokémon um etwa 2-3 Level gelevelt. Ja, außer, glaube ich, Beetle oder, nee, nicht Beetle, Psyana, glaube ich, und Vulkan, die waren, glaube ich, Level 26, 25 sogar. Später waren es ein bisschen mehr, aber, naja, war nicht so weiter wild. Ein paar Orders platt machen und ein bisschen den Trainer da immer wieder herausfordern und dann ging das schon. Aber trotzdem etwa eine Arbeit von ca. 40 bis 50 Minuten und deshalb doch schon viel zu lange für so ein normaler Let's Play-Part, sag ich jetzt mal. Gut, jetzt mal Glotzi ablegen, brauchen wir momentan nicht mehr für die Arena. In der Arena werden insgesamt 3 Pokémon eingesetzt von der Arenaleiterin. Das heißt, wir treten auch mit 3 Pokémon an. Der Fairheit halber, so, Glotzi geht hier hin auf Box 1, dann habe ich hier bei Box 8 wiederum Waschaquil natürlich unterlevelt, aber der kommt schon noch zu einem großen Auftritt, keine Sorge. Natürlich eine Elektro-Arena hier in Raiono City, völlig ungeeignet. Dann Elekid kann ich auch eher weniger gebrauchen hier und Shelby, alle unterentwickelt, untertrainiert wohl eher. Auch keine Chance, deswegen, wer kommt hier noch mit? Rokeman aber auch halt als Boden-Pokémon. Matrifol ebenso, weil es halt Pflanze, Käfer ist, wobei gegen die Emolgas in der Arena, sprich sind ja Elektroflug, da wäre es ein bisschen dämlich, deswegen... was nehme ich hier mit? Matrifol ist dann schon stark. Elektro macht weniger auf ihn, deshalb... Kampf gegen Flug geht auch nicht gut. Jo, wisst ihr was? Lege ich mal Lucario noch ab. Zack. Und auch noch Vulcano. Und dann mache ich die Arena mit Matrifol, sprich Beetle, Psyana und Rokalman fällt gerade auf. Psyana fällt noch ein Spitzname, was? Ach du Scheiße. Psyana ist eigentlich schon ein guter Name. Psyana, was kann man da für einen Spitznamen nehmen? Keine Ahnung. Fällt mir sich noch was ein. So, jetzt haben wir hier beendet mal. Zack, zack, zack. So. Und jetzt also geht's auf zur Arena. Aufgefrischt bin ich bereits. Und eingedeckt mit Tränken etc. etc. Es dürfte also reichen für die Arena. So, die Arena war, glaube ich, irgendwo hier hinten. Wenn mich nicht alles täuscht und trügt, dann war sie etwa hier. Genau, hier ist die Arena. Alles klar, Leute. Mal kurz die abspeichern. Und dann geht's auf zur Arena. Der Kampf gegen Camilla. 3 gegen 3. Beetle, Psyana und Rokaiman. Grundsätzlich kein Problem, aber ja, ihr seht's noch. Die hat schon mitunter fiese Pokémon im Schlepptau. Alles klar. Hey, da schaust du was, ist eine coole Disco. Yo, Mann. Yo, yo, yo. Und hier ein Tafelwasser. Nee, Mann, es ist keine Disco, Mann. Es ist einfach nur, ja, was ist es denn bloß? Ja, ne, Bühne, oh yeah. Okay, okay, Elektro-Pokémon spricht da mit Boden und Flug wohl eher weniger, mit Stein-Pokémon wohl eher noch. Willkommen in der Arena von Raiono City. Trainer ihre Pokémon präsentieren uns nun eine spektakuläre Mischung aus Pokémon-Kämpfen und einer Modeschau. Ach du Scheiße, mir als Model? Na Halleluja. Schönheit Tesla. Okay, sie macht so eine Schönheit sein, aber die Haare ist ein bisschen ungesund, oder? So gelb-grün. Ein Elekid Level 27 ist er schneller als unser Flash. Und vor allem stärker. Egal, Beetle macht das schon. Beetle.
Beetle! Beetle Power-Ups. Und das war's mit Elekid. Und das nächste wird Vati eintreffen, oder wohl antreten. Vati ist auf der Bühne erschienen und deshalb kommt jetzt der Rasierblatt. Jo, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Und schon Level 30 für Beetle. Das ist einfach nur krass, Leute. Spieler besiegt, schön. Hi Tesla. Was hat er bloß gemacht? Ja, nix, das war's ja. Yeah, 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 yeah. Nummer 1, wer besiegt? Jetzt kommt die nächste Modeschau und der nächste Gegner. Im Rampenlicht. Yeah, oh yeah. Was? Are you ready? Klar bin ich ready. Wir sind doch immer allzeit bereit, Leute. Alles klar, Schönheit Framey schickt Vati in den Kampf. Dürfen wir doch eigentlich auch hinkriegen, oder? Beetle, zeige ihm deine mächtige Rasierblattattacke. Und Schnitz. Oh, Elektroball. Der bringt ja gar nichts. Bin viel zu schnell. Tja, hab's ja gesagt. 7 KPs abgezogen. Hier, Mann, Schlitz. Das war fies. Welche Paralyse. Oh. So, jetzt Saber. Oh, das könnte... wird lustig. Achso, das war der hier. Na gut, ich bin ja paralysiert. Oh, der kennt ja... Nein, der beherrscht ja... Ach du Scheiße. Nee, bitte nicht. Ah, Gott sei Dank, nur Funkensprung. Ich dachte schon, der käme mit einer anderen Attacke. Das wäre übel gewesen, ey. Und auch Elite Saber muss sich geschlagen geben. Unserem Beetle. Keiner kann uns rocken. Niemand schlägt die Beatles. Oh, yeah, Mann. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Die singen irgendwas, aber ich verstehe es nicht so recht. Okay, macht ihr nichts, der nächste Kampf steht schon bevor. Yeah, oh yeah. Hat die gerade einen Moonwalk gemacht? Krass. Die macht einfach den Michael nach. Also den Michael, also den anderen Michael, nicht den Michael hier, also, ja. Egal. Was, Ampera heißt die? Okay. Elite Saber ist wieder mal da bei Beetle. Ich hoffe, du packst noch Kleines. Wohl eher kleiner. Sorry, ich habe immer das Gefühl, du seist weiblich. Ich weiß auch nicht wieso. Nein, er setzt die Attacke ein. Scheiße. Nein. Oh, das tut weh. Alter. 4-facher Schaden, hey. Ja, das tut auch weh. Und Patch Level 31. Komm schon. Das schaffen wir. Oh, Elekid. Du hast gleich ausgeelekid. Lichtschild. Meine Attacke ist physisch, nicht speziell. Nein, Beetle, was treibst du da? Oh. Komm schon. Ach, Glück gehabt. Eine Volltreffer sogar. Und trotzdem nur so weniger geht so hogen. Du. 25, das ist super für Level 31. Und das war's auch schon für Ampera. Ja, damit mit Camilla zusammen. Yeah. Und da steht sie. Oh yeah, die Mucke ist einfach geil. Yo, Freunde, das ist Camilla. Wie man sie noch aus Pokémon Schwarz und Weiß kennt, nur halt hat sie hier schwarze Haare und nicht mehr gelbe. Fahren wir zwar wieso, aber naja, Modelkarriere halt, wa? Muss man immer anders aussehen. So, bereit oder nicht? Camilla, du bist fällig. Gleich werden wir sehen, welches Team die bessere Vorstellung abliefert, Kleiner. Oh je, das werden wir. Michael gegen Camilla.
So, wieso trägt die ein Bikini hier drin? Emolga, das Scheißviech, ey. Beetle, zeig, was du kannst. So, Beetle, ich überlege gerade, Pokémon. Psyana, du bist hier dran. Du musst das rocken hier. Nein, scheiße Folgung, sie hat's geahnt. Hilfe. Das war ein bisschen zu knapp. So, Psyana. Jetzt Zeit, dem Emolga mal zu zeigen, wer hier der King im Ring ist und vor allem, wer der Schnellste hier ist. Voll auf die Schnauze. Nein, der lebt noch. Das tut doch weh, das tut nicht. Aua. So, Camilla, ich kenne dich doch. Du wirst den Emolga doch sicher gleich heilen. Ja, ich wusste es. Übergetränk. Das bringt dir nichts gegen meinen Psystrahl. Der Flissen zugedehnt. Na, warte. Rückkehr. Und das war Nummer 1. So, Vati, den mach ich auch noch mit Psyana platt. Und dann das letzte Pokémon gehört ganz alleine unserem Rokai an. Wieso, das seht ihr noch, weil das Vieh ist wirklich übel. Mächtiger Psystrahl, wieso reißt nichts? Diese Paralyse. Ja, Synchro, genau. Ah, Psyana verarscht man nicht. Nicht mal Psyana. Ach, Synchro ist so eine geile Fähigkeit, hey. So, 1000 und Psyana ist auch Level 30. Und der Spezialangriffswert steigt und steigt. So, Zebritz, genau das Pokémon ist echt übel. Rokaiman, der gehört dir. Yeah, Mann, geil. Der letzte Kampf. Level 29 gegen Level 30. Rokaiman gegen Zebritz. Rokaiman, gib alles, was du kannst. Nitroladung. Als ob das was bringt. Ja, tut's, egal. Rokaiman, weg mit dir. Zebritz ist gleich down. Und das war's auch schon. Mit einem Schaufel haben wir's gemacht. Yeah, Mann, der Hochmut. Und auch noch ein komplettes Level-Up für Rokaiman. Ist das geil oder ist das geil? Camilla ist Geschichte. Ich bin verzückt. Meine Knie wanken ein bisschen, aber sonst geht's mir gut. Yeah, Mann. Da seht ihr nur, im Hintergrund sind wir zu sehen auf der Leinwand. Geil, Mann. Wow, du bist echt ein toller Trainer und hast meine Erwartungen weit übertroffen. Ich bin völlig hin und weg von deinem Kampfstil. Hier, den hast du dir verdient. Der Voltorden, er gehört uns. Michael hält den Voltorden von Camilla. Zusammen mit dem Voltorden hast du jetzt 4 Orden. Das heißt, Pokémon Level 50, einschließlich solche, die du im Tausch erhalten hast, hören auf dein Kommando. Geil. Ach ja, und das ist jetzt meine Lieblingsattacke. Probier es doch mal aus. Voltwechsel. Voltwechsel finde ich eher ein bisschen... Ja, es ist strategisch zwar sinnvoll, aber jetzt bei uns im Let's Play, momentan sag ich jetzt mal ein bisschen mit Liga, wohl eher noch nicht so wirklich der Renner. Voltwechsel ist echt praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird das Pokémon ausgewechselt. Genau, aber... Ja, wenn du mit einem Pokémon kämpfst, das zwar auch, aber... Das wollen wir meistens gar nicht. Kann zwar ganz cool sein, die Attacke, aber sie kann auch ein bisschen nach hinten losgehen. Deshalb... Ja, Mann, wir sind geil! Jo, Mann! Guckt uns an! Ja, Leute, guckt uns an! Wir sind einfach die Besten. Was jetzt? Warte! Begleite uns bitte! Michael, wie cool! Gänsehaut! Wow! Bravo, Michael, weiter so! Wunderbar! Wow! Wir sind der King hier! Wir sind der Größte! So muss sich also wohl ein Gronk fühlen. Du willst doch das Beispiel für eine Trade abgeben, nicht wahr? Dann soll es dir auch nicht schwerfallen, alle Erinnerungen zu bekommen und es bis zur Pokémon-Liga zu schaffen. So werden du und deine Pokémon sogar noch heller erstrahlen. Ja, dankeschön, Camilla. Camilla und ihre schockierend guten Elektroattacken. Doch die haben du und deine Pokémon noch einmal getoppt.
Du bist echt das reinste Supermodel. Yo, Mann. Yo. Wir sind einfach nur cool. So, jetzt aber raus hier. Yeah, Mann. Cool, yeah. Oh, yes, Mann. Wir sind so imbar. Wir haben es geschafft. Mit nur 3 Pokémon haben wir Camilla regelrecht auseinandergenommen. Ist doch geil, oder? So, jetzt noch kurz heilen, unser Pokémon wieder mitnehmen und dann weiß ich nicht mehr weiter. Nee, Quatsch, natürlich weiß ich weiter, aber ja, dann geht's, glaube ich, mal zum verliebten Mann Charles. Weil der schuldet uns ja noch einen Dreifachkampf. Ja, vielen Dank für den Topfit. Tschüss. Nein, will ich nicht. Vielleicht kommen sie bald wieder. Ja, bald. Bald, Süße, bald wieder. So, ich habe insgesamt 8 Pokémon, oder sind es insgesamt? Ach du Scheiße. Ja gut, Matrifol, du bist bereits ein bisschen übertrainiert. Zurück mit dir auf die Box. Dann habe ich hier Psyana, Rokaiman. Rokaiman, der wäre noch gut zu trainieren, aber... Na komm, sag mal wieder weg. Und dann nehmen wir unseren ganzen alten Bestand wieder mal auf, wie auch unseren Champion hier, Shelby. Oder auch, genau, Auron, das Lucario. Und zum Schluss natürlich noch Pyron. Sehr schön, denke mal, das reicht fürs Erste. So, jetzt noch das Team, kann es ein bisschen anders anordnen, dann bin ich ja auch ein bisschen glücklicher. Hawkeye, der braucht noch irgendwie ein Item, das Problem ist nur, und wohl ja die Frage, welches? Das ist eine gute Frage. Gute Frage, eine erste Frage. Mini-Pilz, nö, das sicher nicht. Was könnte ich dir geben? Da geht auch nicht. Flinkklaue, sagen schnell genug. Granitstein, Machoband, auch nichts. Wird schwierig, was? Wird immer schwieriger. Okay, sein schnell bist du ja normal Pokémon von dem her. Man, stimmt wieder mal, wird das schon gut gehen. So, dir fehlt noch eine normale Attacke, sehe ich gerade. Rückkehr fehlt dir, Kumpel, Rückkehr. Psyana, der kommt mal kurz hier runter, weil ich gerne mal die trainieren möchte. Genau, das sind hier gut so. Pyron auch, Auron sowieso. Psyana ist ja auch der King hier. Goblins, Holzkohle, das passt soweit noch alles. Also extra noch. Bald schon vielleicht nicht mehr. Flash hat das Münzamulett für mehr Kohle. Ja, kann man es noch machen, aber... Du hast Goblins, ja? Okay. Flash. Ne. Ich habe doch bestimmt was Besseres hier, oder? Evolve vielleicht? Epiteiler wohl eher weniger. Evolve könnte noch hilfreich sein. Hat um Knoten auch eher weniger. Ja, kommt. Ein bisschen höhere Verteidigung und Spezialverteidigung, das ist gut so. Geld brauchen wir momentan eh keins. Gut, das passt soweit. Mal kurz nochmal abspeichern. Und das ist jetzt unser aktuelles Team hier. Sieht doch schon ziemlich nice aus, Freunde. So, was sagt die Zeit? Ich könnte mal kurz noch... Ja, das könnte ich zwar... In die Passage unten gehen. Nee. Nö, jetzt nicht. Das machen wir anders mal. Das machen wir dann vermutlich erst in der nächsten Folge, Freunde. Sven, das ist ein schlechter Scherz, oder? Hey, ihr da, was macht ihr denn da? Was will der Typi? Gar nichts. Wir stehen hier nur ein bisschen rum. Außerdem können wir dich dasselbe fragen. Was haben wir dir überhaupt getan, dass du uns so angehst? Tut mir so scheinheilig. Glaubt ja nicht, dass ich euch fiesen Pokémon-Dieben in eurer Missetaten durchgehen lasse. Ihr werdet meinen Zorn schon noch zu spüren bekommen. Diese Trainer von heute sind dermaßen überheblich, das ist echt schlimm. Du glaubst wohl nur, weil deine Pokémon stark sind, bist du es auch. Pah! Ich spuck auf dich. So eine Lachnung wie du ist, so eine Lachnung wie du ist mir eigentlich sowas von egal. Aber ich kann es einfach nicht leiden, wenn man sich so plump mit mir angeht. Sven? Michael, ich zähle auf deine Unterstützung. Ja, das war sowas von klar, hey. Alter, legst du mit 4 Stück an und die Musik wird wieder normal. Okay, mach's ja schon. Ja, man, dieses Pokémon haben wir vor 2 Jahren gestohlen, hey. Mal gucken, wie stark es ist. Du
Verdammtes Schwein. Man stiehlt keine Pokémon, ist das klar? Ja. Unratütox. Oh, verdammt, da wäre Psyanaku gewesen. Okay, Hawkeye. Wollte ich dir nicht die Rückkehr beibringen? Ich habe sie noch nicht gemacht. Ich Trottel. Okay, muss warten. Die Rückkehr muss warten. Boah, Alter, eine Power, hey. Der macht das Loch locker. Und jetzt zum Schluss noch den Flügelschlag. Oh, geil, Mann. Der kann's. Der bringt's. Und schon vorbei. Und das ist doch jetzt Talent, Mann. Scheiße. Alter, wie schnell das immer so geht. Das gibt's gar nicht, Mann. Da werden wir doch die letzten 2 Jahre so hart trainieren lassen. 2 Jahre. Für Level 23. Quatsch, 27. Willst du mich verarschen? 2 Jahre für Level 27. Der ist wohl die Lachnummer schlechthin. Und jetzt zum Schluss noch, guck mal da. Na, guck mal da. Guck mal da. Ja, guck mal hier. So, Hawkeye. Und jetzt Klauenwetzer. Oh, super, das war knapp. Angriff steigt, Genauigkeit steigt. Jetzt bist du dran. Aeroas! Nein! Nein, der Arsch hat mich rausgetrickst. Oh, ich hätte es besser wissen müssen. Hawkeye? Sein ganz lieber. Ja, du bist ein ganz lieber Vogel. Du hast aber auch einen Vogel. Mann, wieso erledigst du ihn nicht? Na klar, jetzt pennt auch noch ein Mensch. Ja, guck doch mal an. Ja, guckt sich doch mal diesen Vogel an, hey. Macht die Augen zu und schläft hier erstmal eine Razzia. Das gibt's ja wohl nicht. Nein, die Super Saiyan sind doch die Hälfte ab. Oh, Hawkeye? Hawkeye, aufwach, wer mal was. Nee, nicht jetzt. Nein! Du bist doch zu blöd zum Kacken, du dämlicher Piepmatze. Alter. Shelby. Bin schon dabei, Chef? Ach ja. Vergeltung. Guck mal. Bäm. So, das war's hier. Wie geht's weiter? Die geklauten Pokémon sind doch alle nur Mist, Mann. Die kann man zu nichts gebrauchen. Oh weh, die gleiche schmerzhafte Niederlage wie vor 2 Jahren. Tschüss. Tschüss. Das tut weh, mir zu fassen, dass wir gegen 2 Kinder verloren haben. Wie vor 2 Jahren bereits. Aber solcher Stärke müssten wir uns eben beugen. Da rücken wir wohl mal besser mit der Sprache raus, wa? Die Sache ist ganz einfach. Wir sind auf der Suche nach etwas. Etwas, das es dem Biest ermöglichen wird, seine wahren Kräfte zu entfalten. Nur dann, lebt wohl. Teleportation. Biest? Was für ein Biest? 5 Jahre ist nun her. Damals hat Team Plasma das Phililu meiner kleinen Schwester gestohlen, das sie einst als Geschenk bekommen hat. Boah, die Musik, ey. Ich war zu der Zeit noch ein kleines Kind und konnte absolut nichts tun. Aber ich habe mir damals geschworen, stärker zu werden, um eines Tages doch etwas unternehmen zu können. Gar nicht schlecht, du weißt offensichtlich, was du tust. Also dann. Alle geheilt? Wie wäre es damit? Du füllst weiterhin schön fleißig den Pokédex auf und wenn du richtig stark geworden bist, stehst du mir im Kampf zur Seite. Ich zähle in Zukunft auf dich, ist das klar? Ach Sven, hey. Das ist also die Geschichte. Was vor 5 Jahren geschah und wieso er so eine Wut und so einen Hass auf Team Plasma hat. Team Plasma. So, aber jetzt erst einmal, bevor wir uns Team Plasma widmen, wollen wir erst noch ein paar Arena-Orden sammeln und vorher sogar noch gegen den verliebten Mann Charles antreten im berühmt-berüchtigten 3-gegen-3-Match. So, wie sieht's aus? Seid ihr bereits fertig? Was für Arena-Orden? Dann kannst du ja vielleicht gegen den verliebten Mann gewinnen. Bitte tritt an meiner Stelle gegen ihn an und mach ihn fertig. Bitte, bitte, bitte. Ja, schon gut. Ich bin der verliebte Mann, Freundin nicht Charles. In der Hoffnung, das Interesse meiner Angebetenen zu wecken, habe ich den Dreierkampf, eine neue Form des Pokémon-Kampfs, gemeistert. Willst du wissen, worum es dabei geht? Nö, kenn ich bereits. Abgeblitzt, ja, es ist nicht so leicht, die Interesse an Leute zu wecken. Was? Nein, ich wollte kämpfen. Oh, ich wollte doch keine Stammpredigt anhören, Mensch. Ach, immer diese beiden Dreierkampf schickt man 13 Pokémon-Klassen ins Gefecht. Ach nö, was du nicht sagst. Das ist ein Dreierkampf.
Dinge sind ganz einfach, hey. Ja, da, muss einen Kampf um Fake machen, dann hast du gewonnen. Ja, ist klar, Mann, ja. Okay, hast du Bock, Mann? Gut. Ja, ist vorsichtig, ja. Ja, man nennt mich Charles, Mann. Ich bin der verliebte Mann. Alter, hey. Jo, Bleifuß Charles. Was? Ach du Scheiße. Okay, Galapafloss hat üble Verteidigungswerte, Flapdirex üble Angriffswerte und Symbolora, das ist einfach nur so... Naja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ist auch übel. Das muss ich schnellstens bannen hier. Am besten mit Kalklinge, Aquavelle, Kalklinge für Flapdirex und Flashyboy, dann machst du mal hier den Elektroball gegen Galapafloss. Der wird reinhauen, hey. Denn Galapafloss ist richtig lahm. Also eine richtig lahme Schildkröte. Oh oh, die ganzen Schilde hier. Das wird lustig. Das muss reinhauen. Und tut es auch. Und Tschüssikowski, Galapafloss. Hawkeye, Shelby. Naja, war nicht gerade stark, wie man sieht. Schnitz. Und aufgeschnitten. Wir sind einfach immer... So, Hawkeye, jetzt mach ihn platt. Okay, das nächste Mal mach ihn platt. Dann kommt Shelby noch mit der Aquelle hinterher und Flashyboy macht die Schockwelle. Flash. Super. Boah, Alter. Was sind da für Werte, ey? Und das war's. Hawkeye, Shelby und Flash. Ja, zwar leider kein Level Up, aber wir haben was anderes geschafft, Freunde. Wir kommen jetzt endlich zur nächsten Stadt durch. Du hast es mir aber gezeigt, Mann. Ich dachte, ich könnte dir was beibringen, aber das Gegenteil war der Fall. Du hast eindeutig großes Potenzial, Mann. Beim Duellkampf kann man nur gewinnen, wenn man seinen Pokémon... Naja, du weißt schon. Tschüss. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich bin ein Mann voller Lasten. Wenn ich auf mein Motorrad steige und mir der Wind ins Gesicht bläst, bin ich voll in meinem Element. Ich bin Charles. Ja, wir wissen es mittlerweile. Du warst Fantastico und Charles auch. Also für seine Verhältnisse. 3 Pokémon Liebe? Gut, gut. WTF? Und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt wollen sie natürlich fighten. Ausgerechnet jetzt zum Ende des Parts 7. Freunde, wie es hier weitergeht bei Pokémon Weiß 2, das seht ihr dann das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und es geht dann spannend weiter. Hier mit dem Doppelkampf und dann wohl auch im nächsten Stand noch ein bisschen mit Team Plasma und so. Und vielleicht bekommen wir sogar noch einen Stromisierer für unser Elekid Electek bzw. für unser Elevoltec. Mal gucken, wie es so läuft. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.